Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 10. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe des FC Augsburg. Und wir für uns können ganz klar sagen, es liegen echt bewegte Tage hinter uns. Und da gibt es einiges aufzuarbeiten von diversen Auswärtstouren. Alles hatte so schön angefangen mit dem Derby-Sieg gegen Mönchengladbach. Aber dann haben sich Dinge zugetragen, über die wir heute reden müssen. Und da fangen wir doch direkt mal an mit Kaiserslautern, oder? Ja, und wo kann man besser aufarbeiten als hier im Ringströßchen in einer anständigen Kneipe? Deswegen stehen wir da. Ja. Das ist fast so schön wie am Anfang Lautern auch, ne? Weil wir haben da natürlich eine super Busfahrt gehabt. Mit dem Schlüter sind wir rüber. Wir durften sogar den Berg hochfahren. Früher musste man das immer alles kraxeln. Also besser kann es nicht beginnen. Und dann wurde ein bisschen Scheiße. Red du doch mal über Scheiße. Das soll ich jetzt übernehmen. Ne? Immer die Drecksarbeit. Ich versuche es mal. Naja, also die erste Stunde, die wir dann spieltechnisch erlebt haben, das war sehr desillusionierend, muss man wirklich klipp und klar sagen. Ich meine, wir alle haben uns für den DFB-Pokal wirklich viel vorgenommen, viel erhofft. Nicht umsonst hat man immer gesagt, kein Titel ist so einfach zu erreichen. Nachdem jetzt gestern auch noch Bayern München rausgeflogen ist, ist diese These sogar noch mal unterstrichen worden. Aber wir haben eine Stunde überhaupt nichts dafür getan, haben wirklich, wie wir unmittelbar nach Spielschluss geschrieben haben, wirklich eine lächerliche Leistung abgeliefert. Das würde ich auch heute noch so unterschreiben. Und man muss sich wirklich einige Dinge hinterfragen, das tun wir auch gleich noch, und holen uns vielleicht erstmal Unterstützung bei einem Gegner, der neben dir gesessen hat und auch was dazu gesagt hat. Ich hatte tatsächlich lauter freundliche Lauterer um mich herum und der eine guckt mich an und sagt, da ist ja kein Fünkchen Hunger bei euch. Und leider Gottes hatte ich kein Gegenargument. Es stimmte. Also diese Ratlosigkeit schon im Aufbauspiel und dann jedes Mal, wenn wir den Ball haben, wird alles langsam. Ja. Kein Fünkchen Hunger stimmt, bis dann eben, und das ist das, wo wir bitte irgendwas noch rausnehmen können, bis dann nach der 60. Minute die Wechsel kamen. Ja, man fragt sich, warum kamen die Wechsel so spät. Ja. Und an der Stelle würde ich auch sehr gerne mal sagen, dass wir mit dieser Hinterfragung überhaupt nicht in Frage stellen wollen, dass wir weiter an Kontinuität glauben und davon überzeugt sind und auch von den handelnden Personen überzeugt sind. Aber ich glaube, Kontinuität funktioniert auch nur mit gegenseitiger Kritik und auch mit Offenheit für Kritik, ganz genau. Und klar hätten wir uns auch gewünscht, dass Thielmann und Uth vielleicht von Anfang an gespielt hätten. Wenn sie noch nicht so weit sind, hätte man sie aber mindestens zur zweiten Halbzeit schon bringen können. Da stand es 0-1. Ja, es ist ja angekündigt worden nach dem desaströsen Spiel in Leipzig, dass sich was ändert. Und es ist aber, hat sich ja nichts geändert. Und das zeigt dann einfach, dass man das besser, auch was man sagt, auch umgesetzt hätte. Und als es umgesetzt wurde, hat es ja eine Wirkung gezeigt. Ne? Jetzt habe ich das Wort definitiv. Leipzig schon gesagt. Soll das jetzt die nächste Übergabe sein nach Leipzig? Ja, aber war toll, oder? Ich hatte ja das Glück, nicht hingefahren zu sein. Ja, also ich habe es ja auch jahrelang verweigert, aber die Neugier hat mich jetzt erstmalig hingetrieben und es ergab sich die Chance auch wieder mit dem Martin zusammen. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle, da hinzutuckern. Es war wirklich eine tolle Tour mit den Jungs, also auch mit Übernachtungen. Leipzig war eine schöne Stadt, aber das, was man in diesem Stadion live erleben durfte, das hat leider Gottes all das, was man in der Theorie und aus den Medien bisher kannte, noch getoppt. Und bei mir dann eben auch zu der Reaktion geführt, die es nach dem Spiel gegeben hat. Ja, wobei das abgestimmt war. Wir haben ja beide dann nochmal telefoniert und auch den Wortlaut abgestimmt. Wir reden jetzt über einen Post, der, ich möchte mal sagen, einige Schleusen geöffnet hat. Ja? Unfassbar, was da abgegangen ist, denn offensichtlich hat der Algorithmus uns das Ding irgendwie bei den Leipzigern reingespielt. Ne? Also da haben wir einen Shitstorm geerntet. Ja, das kann man wohl so sagen. Ne? Also an die 2.500 Kommentare. Wir haben das dann irgendwann abgeschaltet, nachdem 24 Stunden sich ganz Leipzig austoben durfte, was auch völlig okay ist. Ne? Also wer... Viele der Schimpfwörter kamen auch schon zum 5. Mal, da muss man also dann nicht nochmal. Eines reichte. Und wir können damit wirklich super umgehen, sind da hart im Nehmen. Die krassesten Sachen haben wir gelöscht.
weil sie wirklich unter der Gürtellinie waren. Aber irgendwann hatten wir dann auch keinen Bock mehr, das zu machen und haben das dann abgeschaltet. Aber nochmal zurück zu diesem Algorithmus. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei Facebook offensichtlich mittlerweile eine Reichweite haben, die dann auch dazu führt, dass unsere Beiträge vorgeschlagen werden bei unseren Gegnern. Das fragte nämlich einer, wie kann das sein, dass mir sowas angezeigt wird, so ein Quatsch? Ist natürlich auch super, wenn man da so einen Kantersieg feiert, ne, und dann wird einem was angezeigt und dann kriegt man eine Ohrlasche. Ja. Ne, das ist natürlich auch ein Partybremser, kann man schon auch nachvollziehen. Ne? Ja. Aber unserer Ansicht nach eben eine Ohrlasche, die durchaus, wie soll ich sagen, berechtigt ist. Ja? Und vielleicht gehen wir mal auf die Vorwürfe ein, die uns da gemacht wurden. Also die Generalkritik an Leipzig, die haben wir schon oft geäußert. Die müssen wir jetzt nicht nochmal komplett aufdröseln, da gibt es 1000 Videos zu. Wir werden unsere Sachen unten auch nochmal verlinken. Aber es gibt, haben sich Sachen echt wiederholt. Zum Beispiel das Thema, das sei ja irgendwie in der Form schlechter Stil mit Stinkefinger und so. Ne? Na gut, also man kann über den Stinkefinger diskutieren, aber wenn man sich vor Augen führt, dass Red Bull Leipzig der kompletten Fußballnation Deutschland seit Jahren den Stinkefinger entgegenreckt und wirklich sämtliche Vorschriften, sämtliche Regeln, die es gab, umgangen ist und mit findigen Anwälten außer Kraft gesetzt hat, um sich damit diesen Platz in der Liga zu erschmuggeln, dann ist das wirklich so eine krasse Form, auf die man auch nur in derselben Form eigentlich antworten kann. Naja, es ist tatsächlich so. Nicht? Also man kann aus einer guten Sache mit bösen Anwälten immer was Schlechtes, was Schäbiges machen. Ne? Man braucht aber den Willen dazu. Und das ist ja da das, was wir so kritisieren. Ja? Natürlich ist es am Ende eine Lizenz, wo man sagen könnte, ist doch legal. Aber der Wille war von Anfang an ein Stinkefinger gegenüber der Fußball Deutschland. Und das Zeichen ist, es mir total scheißegal, was ihr wollt. Wir machen hier unseren eigenen Stiefel. Da darf man dann auch nicht böse sein, wenn die anderen in der Form auch nicht immer ganz sauber unterwegs sind. Ja, und zum Thema Form fällt mir natürlich auch die Art und Weise, wie in diesem Stadion kommuniziert wird. Also diese Inszenierung, angefangen beim Stadionsprecher, der in dieses Mikrofon reinbrüllt in einer Lautstärke, dass dir echt die Ohren wegfliegen. Dann fängt es nach jedem Tor an zu blinken und das Publikum feiert Begrifflichkeiten wie Rasenball, die wiederum damals nur eingeführt wurden, um auch Vorgaben des DFB zu umschleichen. Rasenball, wie lächerlich. Ne? Natürlich steht RB für Red Bull. Aber ich bleibe dabei. Die Art und Weise, wie die Inszenierung der Marke Red Bull in diesem Stadion stattfindet, mit der Lautstärke und dieser Penetranz. Und wenn man schon so viele solche finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung hat, sich dann auch noch hinzustellen, breitbeinig und rauszubrüllen, wir sind die Geilsten und die Größten. Weiß ich nicht, also Understatement wäre vielleicht angesagt an der Stelle, aber das kennt diese Marke offensichtlich nicht. Nein, man muss zugeben, das Entsetzen darüber, dass das funktioniert und Leute tatsächlich diesen Marketing-Stuss nachbrüllen und für Fantum halten, kommt natürlich dazu, dass man dann formal auch, ich möchte mal sagen, vielleicht den Rahmen auch verlässt. Ja? Aber was es nicht ist, und das ist der zweite große Vorwurf, ja, der gemacht wurde, da hieß es immer, ihr seid ja so schlechte Verlierer. Ich kann nur sagen, wer so viel verloren hat wie wir wären schon tot, wenn wir schlechte Verlierer wären. Das ist totaler Blödsinn. Darum ging es auch überhaupt nicht. Ne? Also an die Leipziger an der Stelle vielleicht mal die Ansage, wir sind alleine 6-mal abgestiegen und stehen aber immer noch hier. Ich glaube, das stündet ihr nicht, weil dann hätte euer Verein längst die Lampen ausgestellt. Da würde nämlich gar nichts mehr blinken in diesem Stadion. Wenn es nicht funktionieren würde, das hat man im Übrigen ja gesehen, im Eishockey fällt mir gerade ein. Ne? Red Bull Hamburg wurde komplett eingestampft und es wurde daraus Red Bull München. Also das ist sowas von pervers. Ja. Ne? Also weiter kannst du nicht auseinander entfernt sein. Und plötzlich interessierte die Marke dann auch die Menschen nicht mehr. Man hat gesagt, okay, funktioniert nicht an diesem Standort, weg, wir gehen nach München. Und da funktioniert es jetzt und den Verein gibt es immer noch. Genau. Was im Grunde auch bedeutet, dass Red Bull Leipzig mit Leipzig nichts zu tun hat. Das wird jeder Chemie oder Lok Leipzig oder weiß nicht was Fan sowieso sagen. Ja? Sondern das ist eine Dependance, ein österreichischer Laden, der hat eine Dependance eröffnet. Und auch da ist es mir ein Rätsel, wie man da hinterher latschen kann. Also
Also mit schlechtem Verlierertum hat das nichts zu tun. Aber zumal, das möchte ich vielleicht auch noch sagen. Ne? Also das war eine hochverdiente Klatsche, die wir da gekriegt haben. Ja. 6-0 und es hätte auch zweistellig ausgehen können. Das liegt sowas von klar auf der Hand. Deswegen war das für uns in diesem Moment auch überhaupt kein Thema, darüber zu reden. Nein, ne? Selbstverständlich. Wenn wir, und das ist aber, tut aber nichts zur Sache, wenn wir selber 6-0 gewonnen hätten, hätten wir wahrscheinlich über dieses schreckliche Erlebnis da gar nichts gesagt, aber deswegen, weil man dann auf sich selber guckt und weil man so begeistert ist darüber, dass die eigene Mannschaft so gut gespielt hat. Ja? Es ändert aber an der Sache nichts. Also tatsächlich das, was hier kritisiert und angeprangert wird, das bleibt auch dann, wenn man es nicht erwähnt. Ja? Das muss man sagen. Also es ist ein Ablenkungsmanöver, schlechter Verlierer. Ja. So. Dann gibt's einen Was Punkt, wurde noch gesagt? Es gibt auch, sogar aus unseren Reihen, kommen dann welche hoch, die sagen, der Kommerzialisierung ist ja überhaupt nicht Einhalt zu gebieten und das gehört halt jetzt so dazu zum Fußball. Ne? Das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht irgendwie doppelt doof. Ne? Einmal, weil wir ja nicht sagen, schafft die Marktwirtschaft ab. Also ist ja völliger Blödsinn. Wir haben ja auch einen Sponsor. Wir sind auch nicht dagegen, dass man einen Merchandising-Laden hat, sondern wir sind eben für einen fairen Wettbewerb. Das ist was ganz anderes, ne? Wo man auf Augenhöhe beginnt. Ja, Ne? also ganz klar die Aussage, Geld gehört im Fußballgeschäft natürlich dazu und ohne Moos nichts los. Das ist so und zwar auch nicht erst seit heute, sondern seit Ewigkeiten schon. Aber bitte doch fair reguliert und nicht Aufnahme von wirklich bis unters Dach gedopten Vereinen, Konstrukten, Plastikclubs, die am Ende dann doch alles in Grund und Boden spielen. Ne? Ja. Und das sieht man ja jetzt im Moment auch. Du hast quasi zwei unterschiedliche Ligen, die in der Bundesliga aktiv sind. Das sind oben die Investorenvereine, das sind unten die nicht investorengeführten Vereine und die spielen ihre eigenen Ligen jetzt gerade aus. Und nochmal zum Thema Sponsoring, das ist mir auch wichtig nochmal zu sagen an der Stelle, weil es immer wieder verwechselt wurde, auch jetzt in unserer Diskussion. Ein Investor ist etwas komplett anderes als ein Sponsor, denn er erwirbt Anteile an deinem Laden, in diesem Fall an deinem Verein. Die kriegst du auch nicht mehr wieder, die sind nachher weg. Ein Sponsor, der zahlt für diesen Platz, zahlt er quasi eine Mietgebühr für einen gewissen Zeitraum und wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, dann läuft der Vertrag aus und du kannst ihn verlängern oder nicht verlängern oder whatever, aber du hast keinen Investor am Bein. Genau. Ne? Und die Grundidee, dass ein Ort in einem sportlichen Wettkampf mit einem anderen Ort tritt, ja, und ungefähr auf Augenhöhe, die ist ja damit auch weg. Also wenn irgendeiner hinkommt und sagt, ich kaufe mir den Ort oder mir ist das eigentlich wurscht und ich benenne die dann um und aus München wird Hamburg, dann ist die Grundidee dieses sportlichen Wettkampfs, selbst wenn es auf Augenhöhe noch wäre, ist damit eigentlich gegessen. So. Ja. Wir müssen was Positives auch sagen, denn es gab ja nicht nur Leipziger, die uns Arschlochsohn genannt haben, sondern es gab auch wirklich ein paar sehr, sehr freundliche, konstruktive Einsendungen. Und da wurde auch immer mal wieder daran erinnert, dass wir es bitte doch auf einer menschlichen Ebene sehen und sagen, da sind eben Menschen, die das auch erleben wollen, Fußball. Und man solle denen das doch auch gönnen. Und ich finde, das ist ja auf der einen Seite durchaus ein Punkt, ne, den sie da haben. Auf der anderen Seite ist dieses schöne Erlebnis, das sie da haben, eben auf Kosten anderer Leute, die das Erlebnis nicht mehr haben können, weil sie fair arbeiten. Und dann, finde ich, ist da schon ein Haken an der Nummer, weil ja, und jeder Investorenverein, der dazukommt, der nimmt ja einem ursprünglich sich in der Liga befindlichen Verein den Platz weg. Das heißt, die Menschen, die verlieren ihr Hobby, die verlieren ihr Lieblingsthema, ne? Das, was sie wirklich jeden Tag beschäftigt. Das wird ihnen weggenommen oder es wird in niedrigere Ligen einfach verbannt. Dann werden sie von einem Großkotz auch noch ausgelacht im Stadion dafür. Dann werden sie auch noch ausgelacht. Klar, wird man so, das und sauer. ich möchte es aber auch noch mal sagen, also ganz viel Verständnis für diesen wirklich sehr netten und differenzierten Post, den wir da gekriegt haben, wirklich auch ellenlang. Der beschrieb einfach die Freude dieser Menschen in diesem Landstrich, die natürlich auch ewig lang nichts gehabt haben. Die haben jetzt ein Spielzeug gekriegt. Toll, freut uns auch für die. Aber die Art und Weise, wie dieses Spielzeug zustande gekommen ist, die ist höchst überdenkenswert und kritikwürdig. Ja. Und bitte auch immer an die Leute denken, denen man ihr Spielzeug weggenommen hat und die dafür den Preis zahlen müssen. Und die waren immerhin vorher da. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil man an Leipzig denkt, dass man nicht an die ganzen tollen Dinge denkt, die diese Stadt zu bieten hat, sondern irgendwie an einen Arschgeigenverein. Und das ist tatsächlich, also für Städtemarketing ist das eine Katastrophe. Ja.
Anderes Thema, wie kommen wir da raus? Lässt sich das Ding irgendwie lösen? Ne? Weil es gab ja auch diese hämischen Stimmen, die gesagt haben, ja, dann spielt er halt zweite Liga sowieso schon wieder. Ja, ist doch super. Ja, also das ist für mich die perfekte Lösung, denn eins ist völlig klar, es wird diese Diskussion ist nicht zu einem Ende zu bringen, wenn die Fronten so verhärtet bleiben, wie sie das sind. Das kannst du nicht lösen. Ja. Das kannst du nur lösen, indem du es separierst. Und das wäre wirklich mein absoluter Wunsch. Also gibt Plastik eine eigene Liga, lasst sie unter sich spielen und wir spielen mit den Vereinen, mit denen wir auch leistungsmäßig überhaupt dauerhaft auf Augenhöhe bleiben können, spielen wir eine eigene Liga und da trifft man dann eben Fans, die auch eher Spaß haben an diesem ursprünglichen Fußballerlebnis. Ja. Und das hat nichts zu tun mit dieser Marketing-Inszenierung in Leipzig. Also ganz ehrlich, das war so schlecht und ich will das nie wieder sehen. Nie wieder sehen. Und da spiele ich gerne gegen Kaiserslautern wie jetzt. Das war eine Diskrepanz, das erlebt zu haben. Ja, also weiter kann die Schere nicht auseinandergehen und das in 3 Tagen erlebt zu haben, das ist auch ein Grund, warum wir das jetzt hier nochmal so thematisieren. Ja, tatsächlich. Also wenn es darum geht, eine Liga, eine Tour de France für die dopen und mit dem E-Bike durch die Gegend fahren und eine, die es normal im Schweiße ihres Angesichts sich erarbeiten, dann bin ich lieber bei denen, die sich im Schweiße des Angesichts erarbeiten. Richtig. So, und dann brauche ich das andere dann auch nicht. Also diese Popcorn-Liga, sorry, das ist es nicht. Und wenn wenn das nicht abzuschaffen ist, dann muss es eben da sein für irgendwelche anderen Leute. Ne? So, und vielleicht das noch zum Schluss zu diesem Blog. Wenn dann auch immer wieder Stimmen sagen, aber die leisten doch hervorragende Arbeit und haben das doch alle selbst erarbeitet im Laufe der Jahre über Transfers. Und nein, es ist definitiv nicht der Fall. Denn alleine das unternehmerische Risiko, das ein investorengeführter Verein hat, ist deutlich geringer als das eines normalen Vereins. Und bei Red Bull ist es ja nun, genauso wie bei Bayer, ist es am allerkrassesten, weil sie haben kein unternehmerisches Risiko. Sie können unbegrenzt Kohle in dieses Konstrukt reinpumpen. Und wenn der 20. Transfer nicht klappt, dann gibt es trotzdem weiter Kohle. Und das ist auch nochmal der Unterschied zu einem Windhorst. Der hat nämlich nur 275 Millionen oder was hat der Vogel da reingepumpt? So, aber dann war auch Schluss. So, und bei Red Bull oder bei Bayer geht es unbegrenzt und für immer weiter. Herr Windhorst ist natürlich auch ein Beispiel, dass man auch gedopt in die Tour de France und trotzdem fahren kann und trotzdem 3 Kilometer vom Rad fallen. Ne? Das geht schon auch noch. Ne? Guck mal lieber nach vorne, denn für uns steht auch wieder, die Augsburger sind auch nicht so eine ganz saubere Kiste, ehrlich gesagt, aber für uns steht jetzt ein Spiel vor der Tür und da müssen wir wieder in die Spur kommen. Und, wir sind angekommen, endgültig würde ich sagen, was hast du gesagt? Es ist im Grunde das Gleiche wie Lautern nochmal. Ne? Also wir haben schon wieder so eine Truppe, wir müssen jetzt Charakter zeigen, wir können uns nicht leisten, 60 Minuten lang Larifari zu machen. Also wartet eigentlich dasselbe Spiel nochmal auf uns jetzt wie in Kaiserslautern und müssen von der ersten Minute wach sein, müssen auch die Leute auf den Platz bringen, die dazu in der Lage sind. Da ist der Trainer gefragt, da muss er jetzt echt nochmal drüber nachdenken, lieber Steffen Baumgart. Und das hat auch nichts damit zu tun, wenn Leute darüber diskutieren wie wir, dass man ihm irgendwas aufoktroyieren will, oder, ne? Sondern er soll natürlich nach eigenem Gutdünken, nach eigener Meinung aufstellen. Und ich glaube, dass nett formuliert, ne? Ein Marc Uth und ein Jan Thielmann, die sind so unfassbar heiß und glaube ich auch konditionell und leistungsmäßig an dem Punkt, wo es jetzt endlich losgehen kann. Auch die Spielintelligenz vom Uth hat uns wirklich, das merkst du einfach, ne? Die Bälle gingen an die richtigen Stellen, das ist schon richtig gut. Ne? So. Und das Thema noch aufbauen, das kann ich auch nicht mehr hören, da werden wir schon Kritik an den eigenen Reihen sind. Wen wollt ihr noch alles aufbauen? Ihr wollt die Nachwuchsspieler aufbauen, langfristig und peu à peu und dran gewöhnen. Ihr wollt die Verletzten, alles immer Schritt für Schritt. Ja, mein Gott. Damit bauen wir unseren Verein aber ab. Also vor allen Dingen bauen wir Leute auf, die dann woanders spielen. Also so ein Deal, ehrlich gesagt, wenn du merkst irgendwann, jetzt brauchst du irgendeinen Impuls. Und manchmal ist der Impuls für sich gesehen, hat das eine Qualität. Also das ist gar nicht gegen den, der dann ersetzt wird, sondern einfach, kommt jetzt irgendwie eine Dynamik rein. Dann muss man vielleicht so einen Deal auch spielen lassen und das Argument, wir können den Jungen nicht versauen, weil wir den zu früh reinwerfen, das gilt ja nicht, weil er ist dann eh nicht mehr da. Also, was ist auf dem Shirt? Das fragt ihr euch bestimmt schon die ganze Zeit. Ne? Logischerweise steht da drauf,
voll Dampf. Abstiegskampf. Ja, genau. Und was trinkt man da Wo drauf? haben wir die Shirts denn? Die sind noch nicht fertig, ne? Ja, ich bitte dich. Ja, wir waren ja nur auf Jörg. Wie willst du da ein Stürmische T-Shirt drucken? Zeiten, ja. Wir hatten das Shirt, also das ganze Motto ist heute Morgen erst entstanden. Ne? Vor dem Kölsch. Ne? Also, 2 Kölsch, ihr Lieben. Auf 3 Punkte gegen Augsburg. Prösterchen, Leute. Und eins ist eh klar, egal wie das Spiel ausgeht, wir werden nachher wieder hier stehen, nicht hinter der Theke, aber dann vor der Theke hier im schönen Ringsträußchen. Im Ringsträußchen. Im Genau. alten Militärring. Und dann werden wir Unsere gewonnen Stammkneipe. haben gegen den Verein, der in unserer Tabelle auf Platz 2 steht. Ne? Also in der unteren Hälfte. Richtig, ganz genau. Ja. In unserer Liga. Die besteht aus 9 Vereinen aktuell. Ne? Genau. Ja, ja. Bei Augsburg rutscht fast nach oben raus mittlerweile. 9 Trainer jetzt ein paar Mal gewonnen. Schauen wir mal. Es sind genug Opfer da unten, die wir überholen können. Ja, wollen wir hoffen. Tschüss, Ciao. Leute. Bis Samstag.